Ja, mir kommen gleich die Tränen, ne? Euch zwei kann man echt nicht alleine lassen. Apropos, wo ist eigentlich Willi? Huch, ja. Ja, der musste mal für kleine Schimpansen. Aber ich habe das mit Thomas abgesprochen. Er meint, er könnte ihn voll und ganz ersetzen. Hä? Ja, klar, ich wollte mich schon immer mal zum Ja, dann Affen komm mal her, machen. bei Fuß, bei Onkel Klaus. Komm mal her. So, alles klar. Die Hand muss jetzt dahin. Die musste jetzt hier. Und jetzt, Achtung, es könnte ein bisschen unangenehm... Oh, hallo! Sie auch hier? Boah, die Braut ist ja voll der Feger. Mein Gott, ist ja schon schlimmer als Willi. Was ist das denn? Also, Moment, ich hab... Das ist, also das muss in seinen Genen liegen. Ich kann nichts dafür. Wofür? Also ihr zwei seid echt ein Fall für die Polizei. Gut, dass die schon da ist. Hier ist eine Kölsche Schutzmann. Ja, ich begrüße Sie recht herzlich, meine hochverehrten Damen und Herren, voller Stolz in der Heimat des zukünftigen deutschen Fußballmeisters 1. FC Köln. Bitte, ja. Ja, man muss doch nur dran glauben. Nee, ich meine, wir wissen ja Bescheid. Die Spielerei des 1. FC Köln wurde ja mittlerweile als Körperbehinderung anerkannt. Ne? Ja, jetzt haben sie nur noch einen Sponsor, die Firma Birkenstock. Ne? Bei denen Scheißschlupfen weiß ich auch nicht, wo hingen und vorne ist. Ne? Obwohl, meine Damen und Herren, ich kann Ihnen sagen, die Spieler verdienen einfach zu viel Geld. Die verdienen zu viel Geld. Wenn ich mir überlege, ich als Schutzmann, was ich doch verdiene. Nee, gar nichts. Ich muss schon nebenbei erbigen, ne? Ja, ich meine mir jedes Jud. Ich habe bei uns in der Ausnüchterungszelle einen Bierautomaten aufgestellt. Ne? Der läuft, sag ich. Ja. Und das Schöne ist, die Herren können bis zu 14 Tage verlängern, ne? Ja. Ansonsten hast du doch nur noch neue Gesetze. Ein Gesetz nach dem anderen. Ich brauche mittlerweile schon einen Durchsuchungsbeschluss, wenn ich um Adventskalender und Tür aufmachen will. Ne? Das ist unser Gesetz, meine Damen und Herren. Das geht alles he, ne, alles he. Stadt Köln ist pleite, 3 Milliarden Schulden. Der Oberbürgermeister Rothers könnte auch problemlos Staatspräsident von Griechenland werden. Ne? Ja. Kein Problem, ne? Und die lassen wieder Geld laufen, ne? Wir haben in Köln keinen Pfennig Geld, um einen Brunnen laufen zu lassen. Haben die Geld für das Wasser? Der Chef der Kölner Stadtwerke verdient etwa 750.000 Euro im Jahr. Ja, dafür setze ich Ihnen die Sahara unter Wasser, meine Damen und Herren. Hey. Ja. Hey, jetzt habe ich heute gelesen, die Stadt Köln hätte noch nicht ins Geld, die kapituliert vor der Taubenplage, die Stadt Köln. Vor der Taubenplage. Mit anderen Worten, wir werden jetzt auch noch vom Buffen bedrissen. Ne? Ja. Das ist es so, aber das ist nicht nur in Köln, auch die Bundespolitik, die nimmt ja jetzt ganz andere Richtungen ein. Ne? Die Grünen kommen ja, ich bin jetzt gespannt, was das, wie heißt das Dicke von den Grünen? Claudia Roth, ne, hey, das Playmate aus dem Mondkalender, ne, ja. Ne. Frau Roth ist ja gegen alles. Die hat sogar einen chronischen Genickschaden von Luther Näsache. Ne? Ja, die Frau Roth ist sogar gegen das Zölibat. Die Frau Roth, Jens Zölibat. Meine Herren, wenn wir doch uns ehrlich sind, beim Anblick der Frau Roth. Ja, hey.
Da könnte das Zölibat auch die letzte Erlösung sein, meine Damen und Herren. Hey. Ja, und was meinen Sie, was das jetzt sieht, wenn der Bundeskanzler Jürgen Trittin, ne? Wenn der den französischen Gnom da, den Nikolaus Sack hochziehen, ne? Wenn der Demmens verzählt, wie man aus einem 6-Tage-Furz erneuerbare Energie zaubern kann, dann wird der Franzose aber rebellisch. Da können Sie im Saarland eben die Wehrpflicht wieder einführen, das sag ich Ihnen. Ja, hey, oh, hey, ja, das geht schnell. Und dann haben wir ja noch die Frau Künast, ne? Die Frau Künast, ne? Der stand ja immer der Horzebirsch, ne? Meine Damen, so sieht man übrigens aus, wenn man seinen Föhn mit Rapsöl betankt hat. Ne? Ja. Ne? Ja. Ne? Ob so. Ne? Also wenn die Frau Künast anfängt zu keifen, da wird der Puma zum Haustier, das sag ich Ihnen. Ne? Ja, jetzt sind die auch noch in jeder Talkshow drin. Die wollen, die meinen, sie werden noch prominent. Dabei können Prominente sich da ja nicht benehmen. Gucken Sie, können Sie sich noch entsinnen, vor kurzem hat doch der französische Schauspieler da, der Gerhard Deppendöks da, ne? Der fliegende Wildpinkler, sag ich immer, ne? Der hat ja in eine Maschine reingemacht, ne? Ich jöf dem da offensichtlich da vor Lust hier, ne? Ja, wer Wald brennte, der dich der als Wassersack abschmießen, der Kerl. Hey. Und alles ist prominent und die wollen alle auf der Bildschirm. Jetzt war ganz Deutschland in Aufregung, das Traumpaar ist hier Platz. Ne? Hier der kleine Blasfrosch, der Stefan Rotze, ne? Und wie heißt dem Sing Jodeldiplom dort, Stefanie Hertel, ne? Ich han immer gesagt, nimm dich im Arg für den Stefan Rotz, ne? Da wusste man ja früher nicht, kriegt der doch jetzt einige Blau, also bloß der doch selber, das, ne? Wusste ja, die, ja, ne? Wusste keiner Bescheid, ne? Aber alles um rote Teppich laufen die rum, ne? Jetzt war der Oliver Pocher hier, ne? Hat Zwillinge gekriegt. Ja, war der Glück, dass der Zwillinge gekriegt hat. Ein Einzelkind hätte dem sich Erbmasse doch ja nicht ertragen können, ne? Ja. Ne? Er war immer allem roten Teppich. Und dann der blöde Verzell, was interessiert mich das, ob aus dem Paris Hilton singe Orangenhaut und Apfelsinenplantage wurde es, ne? Ja, er war allem roten Teppich. Und dann sind die sich da am Ende bringen, hey, der englische Hungerhawket, Victoria Beckham, ne? Hätte Kind kriegen, eine Tochter, der Frau Beckham ist ganz aufgeregt. Das Kind war ja bei der Geburt schon doppelt so schwer wie die Mutter, ne? Ja, der verzählt die, der verzählt das doch, ne? Sie sagt, ja, sie wäre jetzt, hätte Muttergefühle. Der Frau Beckham, sie stillt jetzt selber, ne? Magermilch aus eigenem Anbau, ne? Also das, ja. Die sind all dabei, ne? Und dann die Schwenjot, dann kommen dann abends um 6 Uhr, da kommen die ganzen, wie heißen die Charity-Ladies, ne? Charity-Ladies mit der abgeblasenen Lippe, ne? Auf der Titanic könnten die jedes Schlauchboot ersetzen, die Frauen, ne? Ja. Ich habe mich letztens mit einer unterhalten, die kennen Sie auch aus Düsseldorf, die Frau Hochofen, ne? Die hat ja auch hier so einen kompletten Hüpfbusch unter den Nachzeiger, ne? Ich sag, Frau Hochofen, ist das hier unter ein Lippenpissing, ne? Das ist schön wäre, das ist ein Ventil für die Luftpumpe, ist das, ne? Ja. Ne? Die muss alle 2 Stunden abblasen. Ne? Ja. Das sind die Vorbilder für uns Jugend. Ich meine, die Männer, die Prominenten, die machen es sich ja einfach. Die tun sich ja nicht mehr bewegen, ne? Die lassen sich Fett absaugen. Ne? Der prominente Mann lässt sich, das ist so, als wenn sie einen Sickergrub leer pumpen, ne?
Jetzt kann das gefährlich sein mit dem Fettabsaugen und das haben sie jetzt beim Kaumund auch versucht. Ne? Ja, morgen sie abbrechen, in 2 Meter Tiefe sind die auf Erdöl gestoßen, meine Damen und Herren. Ja, ne? Ja. Was weinen Sie? Was glauben Sie, was da gebacken ist, ne? Ich meine, da könnt alle Naslang, könnt dann auch noch der Lothar Matthäus, der Gigolo vom Dameklo, ne? Ja, mit seinen ganz jungen Weiber, ne? Der Matthäus hätte gesagt, er hätte jetzt Schwierigkeiten mit dem Standesamt München, ne? Sie haben ihm den Mengenrabatt gestrichen, ne? Ja, der Matthäus, ne? Die haben gesagt, die Frau wird ja immer jünger, ne? Die letzte wollte sogar im Taufkleidchen hier haben, ne? Ja, ne? Du glaubst, dass der Matthäus keine Kölsche ist, ne? Sonst hätten die 11.000 Jungfrauen ja nicht gejobbert bei uns, ja. Ne? Also. Das ist ja im Ausland nicht besser. Guckt uns jetzt nach England. Die ganze abgeblasene Weiber, die wissen, wo sie hingehören. Die laufen in Ascot über der Rennbahn. Ne, dann haben die all die Parabolspiegel hier am Äpfel hängen. Ne? Ja, hören Sie uns, auf der Rennbahn laufen die englischen Weiber. Ich meine, obwohl man ja wissen muss, 80% der englischen Frauen haben ja einen equitanen Hintergrund. Ne? Also die stammen vom Bett ab. Ne? Ne? Deshalb will die Camilla ja auch, dass der Prinz Charles das Voltigieren lernt. Ne? Voltigieren heißt ja Besteigen des Pferdes von allen Seiten. Ne? Ja. Von diesem ganzen prominenten Gesocks, sag ich immer, ne? Die Obgedrehte könnte uns eigentlich nur die katholische Kirche noch befreien, aber die ist ja mit sich selber beschäftigt. Ne? Was meinen Sie, was die Kirche in der Gang hat? Das kriegen Sie ja nicht mit. Was die für Unkosten haben. Gucken Sie mal, die Hölle muss vergrößert werden. Ne? Ja, und wir Gläubige wissen noch ja nicht Bescheid. Ne? Nehmen Sie so eine einfache Beispiel. Sitzt der Sünder jetzt da drin? Sitzt der Drusse? Ne? Ja, ich weiß es nicht. Ne? Und man weiß doch heute nicht Bescheid, warum können Frauen keine Priester werden? Weil sie sich nicht an das Beichtgeheimnis halten können. Ja. 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 Wenn Sie bei einer Frau beichten, dann können Sie sich ihr Sündenregister Internet herunterladen mit Lichtbild. Ja, aber, meine Damen und Herren, was sollen wir uns all opbreien? Da haben wir doch gar nichts mit am Hut. Der Kölsche und der Rheinländer, der sagt sich, was soll es? Wir haben doch fast Lovend, das ist unser Ventil. Und das machen wir dann bei so einer Sendung uns kräftig ab. Und Sie haben uns wieder gehört, wie schwer es eigentlich im Schutzmannsleben ist. Wer es schön nennt, ist es Wahnsinnsbeute, denn meistens ist es öd und Tröst. Doch lasse ich mir nix vermiesen. Ich lebe bis zum Schluss nach kölschem Lebenssinn. Mit ein bisschen Spaß wollte ich beweisen, dass ich Ihre kölsche Schutzmann bin. Dankeschön. 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 Ja, solange der Mann auf uns aufpasst, kann uns nichts passieren. Jugend als der Kölsche Schutzmann. Dankeschön. Ja, da könnte das Zölibat auch die letzte Erlösung sein, meine Damen und Herren. Ja, und was meinen Sie, was das jetzt sieht, wenn der Bundeskanzler Jürgen Trittin, wenn der den französischen Gnom da, den Nikolaus Sack hochziehen, wenn der dem uns erzählt, wie man aus einem 6-Tage-Furz erneuerbare Energie zaubern kann, dann wird der Franzose aber rebellisch. Da können Sie im Saarland eben die Wehrpflicht wieder einführen. Das sage ich Ihnen. Ja, ja, das geht schnell.
Und dann haben wir ja noch die Frau Künast, ne? Die Frau Künast, ne? Der stand ja immer der Horzebirsch, ne? Meine Damen, so sieht man übrigens aus, wenn man seinen Föhn mit Rapsöl betankt hat. Ne? Ja. Ja. Ob Also wenn die Frau Künast anfängt zu keifen, da wird der Puma zum Haustier, das sag ich Ihnen. Ne? Ja, jetzt sind die auch noch in jeder Talkshow drin. Die wollen, die meinen, sie werden noch prominent. Dabei können Prominente sich da ja nicht benehmen. Gucken Sie, können Sie sich noch entsinnen, vor kurzem hat doch der französische Schauspieler da, der Gerhard Deppendeux da, ne? Der fliegende Wildpinkler, sag ich immer, ne? Der hat ja in eine Maschine reingemacht, ne? Ich jöf dem da offensichtlich da vor Gelust hier, ne? Ja, wer Wald brennte, der dich der als Wassersack abschmießen, der Kerl. Hey. Und alles ist prominent und die wollen alle auf der Bildschirm. Jetzt war ganz Deutschland in Aufregung, das Traumpaar ist hier Platz. Ne? Hey, der kleine Blasfrosch, der Stefan Rotze, ne? Und wie heißt dem Sing Jodeldiplom dort? Stefanie Hertel, ne? Aufgestellt, ne? Der Löw, sag ich, ja. Und das Schöne ist, die Herren können bis zu 14 Tage verlängern, ne? Ja. Ansonsten hast du doch nur noch neue Gesetze. Ein Gesetz nach dem anderen. Ich brauche mittlerweile schon einen Durchsuchungsbeschluss, wenn ich um Adventskalender und Tür aufmachen will. Ne? Das ist unser Gesetz, meine Damen und Herren. Das geht alles he, ne? Alles he. Stadt Köln ist pleite, 3 Milliarden Schulden. Der Oberbürgermeister Rothers könnte auch problemlos Staatspräsident von Griechenland werden. Ne? Ja. Kein Problem, ne? Und die lassen wieder Geld laufen. Ne? Wir haben in Köln keinen Pfennig Geld, um einen Brunnen laufen zu lassen. Haben die Geld für das Wasser? Der Chef der Kölner Stadtwerke verdient etwa 750.000 Euro im Jahr. Ja, da versetze ich Ihnen die Sahara unter Wasser, meine Damen und Herren. Hey. Ja. Hey, jetzt habe ich heute gelesen, die Stadt Köln hätte noch nicht ins Geld, die kapituliert vor der Taubenplage, die Stadt Köln. Vor der Taubenplage. Mit anderen Worten, wir werden jetzt auch noch vom Buffen bedrissen. Ne? Ja. Das ist es so, aber das ist nicht nur in Köln, auch die Bundespolitik, die nimmt ja jetzt ganz andere Richtungen ein. Ne? Die Grünen kommen ja, ich bin jetzt gespannt, was das, wie heißt das Dicke von den Grünen? Claudia Roth. Ne, hey, das Playmate aus dem Mondkalender, ne, ja. Ne. Frau Roth ist ja gegen alles. Die hat sogar einen chronischen Genickschaden von Luther Näsache, ne. Ja, die Frau Roth ist sogar gegen das Zölibat. Die Frau Roth, ja, im Zölibat. Meine Herren, wenn wir da uns ehrlich sind, beim Anblick der Frau Roth. Ich habe immer gesagt, nimm dich im Arg für den Stefan Rotz. Ne? Da wussten wir ja früher nicht, kriegt der doch jetzt einige Blau, also bloß der doch selber. Das, ne? Wusste ja, die. Ja, ne? Wusste keiner Bescheid, ne? Aber alles um roten Teppich laufen die rum, ne? Jetzt war der Oliver Pocher hier, ne? Er hat Zwillinge gekriegt. Ja, war der Glück, dass der Zwillinge gekriegt hat. Ein Einzelkind hätte dem sich Erbmasse doch ja nicht ertragen können. Ne? Ja. Ne? Er war immer allem roten Teppich. Und dann der blöde Verzell, was interessiert mich das, ob aus dem Paris Hilton seine Orangenhaut eine Apfelsinenplantage wurde ist. Ne? Ja, er war allem roten Teppich. Und dann sind die sich da am Ende bringen, hey, der englische Hungerhawket, Victoria Beckham, ne? Hätte ein Kind kriegen, eine Tochter, die Frau Beckham ist ganz aufgeregt.
Das Kind war ja bei der Geburt schon doppelt so schwer wie die Mutter, ne? Ja, ja, der verzählt sich. Der verzählt das doch, ne? Horst sagt, ja, sie wäre jetzt, hätte Muttergefühle. Der Frau Beckham, sie stillt jetzt selber, ne? Magermilch aus eigenem Anbau, ne? Also das, ja. Die sind all dabei, ne? Und dann die Schwenjot, dann kommen dann abends um 6 Uhr, da kommen die ganzen, wie heißen die Charity-Ladies, ne? Charity-Ladies mit der abgeblasenen Lippe, ne? War, auf der Titanic könnten die jedes Schlauchboot ersetzen, die Frauen, ne? Ja. Ich habe mich letztens mit einer unterhalten, die kennen Sie auch aus Düsseldorf, der Frau Hochofen, ne? Die hat ja auch hier so eine komplette Hüpfbursch unter den Nachzeiger, ne? Ich sag, Frau Hochofen, ist das hier unter ein Lippenpissing, ne? Das ist schön wäre, das ist ein Ventil für die Luftpumpe, ist das, ne? Ja. Ne? Die muss alle 2 Stunden abblasen, ne? Ja. Das sind die Vorbilder für uns Jugend. Ich meine, die Männer, die Prominenten, die machen es sich ja einfach. Die tun sich ja gar nicht bewegen, ne? Die lassen sich Fett absaugen. Ne? Der prominente Mann lässt sich, das ist so, als wenn sie einen Sickergrub leer pumpen, ne? Jetzt kann das gefährlich sein mit dem Fettabsaugen, und das haben sie jetzt beim Kaumund auch versucht, ne? Ja, morgen sie abbrechen, in 2 Meter Tiefe sind die auf Erdöl gestoßen, meine Damen und Herren. Ja, ne? Ja. Was meinen Sie? Was glauben Sie, was da gebacken ist, ne? Ich meine, da könnt alle Naslang, könnt dann auch noch der Lothar Matthäus, der Gigolo vom Dameklo, ne? Ja, mit seinen ganz jungen Weiber, ne? Der Matthäus hätte gesagt, er hätte jetzt Schwierigkeiten mit dem Standesamt München, ne? Sie haben ihm den Mengenrabatt gestrichen, ne? Ja, der Matthäus, ne? Die haben gesagt, die Frau wird ja immer jünger, ne? Die letzte wollte sogar im Taufkleidchen hier, ne? Ja, ne? Du glaubst, dass der Matthäus keine Kölsche ist, ne? Sonst hätten die 11.000 jungen Frauen ja nicht gejobbert bei uns, ja. Ne? Also. Das ist ja im Ausland nicht besser. Guck uns nach England. Die ganze abgeblasene Weiber, die wissen, wo sie hingehören. Die laufen in Ascot über der Rennbahn. Ne? Dann haben die all die Parabolspiegel hier um Äpfel hängen. Ne? Ja, hören Sie, ob der Rennbahn laufen die englischen Weiber. Ich meine, obwohl man ja wissen muss, 80% der englischen Frauen habt ja einen equitanen Hintergrund, ne? Also die stammen vom Pet ab, ne? Ne? Deshalb will die Camilla ja auch, dass der Prinz Charles das Voltigieren lernt, ne? Voltigieren heißt ja Besteigen des Pferdes von allen Seiten, ne? Ja. Von diesem ganzen prominenten Gesocks, sag ich immer, ne? Die abgedrehte... Ach ja, mir kommen gleich die Tränen, ne? Euch 2 kann man echt nicht alleine lassen. Apropos, wo ist eigentlich Willi? Huch, ja. Ja, der musste mal für kleine Schimpansen. Aber ich habe das mit Thomas abgesprochen. Er meint, er könnte ihn voll und ganz ersetzen. Hä? Ja, klar, ich wollte mich schon immer mal zum Ja, dann Affen komm mal her, machen. bei Fuß, bei Onkel Klaus. Komm mal her. So, alles klar, die Hand muss jetzt dahin, die muss jetzt hier. Und jetzt, Achtung, es könnte ein bisschen unangenehm... Oh, hallo! Sie auch hier? Boah, die Braut ist ja voll der Feger. Mein Gott, ist ja schon schlimmer als Willi. Was ist das denn? Also, Moment, ich hab... Das ist, also das muss in seinen Genen liegen. Ich kann nichts dafür. Wofür? Also ihr 2 seid echt ein Fall für die Polizei. Gut, dass die schon da ist. Hier ist eine Kölsche Schutzmann. Ja, ich begrüße Sie recht herzlich. Meine hochverehrten Damen und Herren, voller Stolz in der Heimat des zukünftigen deutschen Fußballmeisters 1. FC Köln.
Bitte, ja. Ja, man muss doch nur dran glauben. Ich meine, wir wissen ja Bescheid. Die Spielerei des 1. FC Köln wurde ja mittlerweile als Körperbehinderung anerkannt. Ne? Ja, jetzt haben sie nur noch einen Sponsor, die Firma Birkenstock. Ne, bei denen Scheißschlupfen weiß ich auch nicht, wo hingen und vorne ist. Ne? Obwohl, meine Damen und Herren, ich kann Ihnen sagen, die Spieler verdienen einfach zu viel Geld. Die verdienen zu viel Geld. Wenn ich mir überlege, ich als Schutzmann, was ich doch verdiene. Ne, gar nichts. Ich muss schon nebenbei erbigen. Ne? Ja, ich nehme jedes Jud. Ich habe bei uns in der Ausnüchterungszelle ein Bierauto. Dankeschön. Dankeschön. Ja, solange der Mann auf uns aufpasst, kann uns nichts passieren. Jupp Ment als der Kölsche Schutzmann. Dankeschön. Ja, da könnte das Zölibat auch die letzte Erlösung sein, meine Damen und Herren. Ja, und was meinen Sie, was das jetzt sieht, wenn der Bundeskanzler Jürgen Trittin, wenn der den französischen Gnom da, den Nikolaus Sack hochziehen, wenn der dem uns erzählt, wie man aus einem 6-Tage-Furz erneuerbare Energie zaubern kann, dann wird der Franzose rebellisch. Da können Sie im Saarland eben die Wehrpflicht wieder einführen. Das sag ich Ihnen. Ja, ja, das geht schnell. Und dann haben wir ja noch die Frau Künast, ne? Die Frau Künast, ne? Der stand ja immer der Horzebirsch, ne? Meine Damen, so sieht man übrigens aus, wenn man seinen Föhn mit Rapsöl betankt hat. Ne? Ja. Deshalb, ne? Ja. Ob doch. Hätten schon eine Korte. Also wenn die Frau Künast anfängt zu keifen, da wird der Puma zum Haustier, das sag ich Ihnen. Ne? Ja, jetzt sind die auch noch in jeder Talkshow drin. Die wollen, die meinen, sie werden noch prominent. Dabei können Prominente sich da ja nicht benehmen. Gucken Sie, können Sie sich noch entsinnen, vor kurzem hat doch der französische Schauspieler da, der Gerhard Deppendöxter, ne? Der fliegende Wildpinkler, sag ich immer, ne? Der hat ja in eine Maschine reingemacht, ne? Ich jöf dem da offensichtlich doch vor Lust hier, ne? Ja, wer Waldbrände, der dich der als Wassersack abschmießen, der Kerl. Hey. Und alles, ja alles ist prominent und die wollen alle auf der Bildschirm. Jetzt war ganz Deutschland in Aufregung, das Traumpaar ist hier Platz. Ne, hey, der kleine Blasfrosch, der Stefan Rotze, ne, und wie heißt dem Sing Jodeldiplom dort, Stefanie Hertel, ne, aufgestellt, ne, der Löw, sag ich, ja. Und das Schöne ist, die Herren können bis zu 14 Tage verlängern. Ne? Das hier unter ein Lippenpissing, ne? Das ist schön wäre, das ist ein Ventil für die Luftpumpe, ist das, ne? Ja. Ne? Die muss alle 2 Stunden abblasen. Ne? Ja. Das sind die Vorbilder für uns Jugend. Ich meine, die Männer, die Prominenten, die machen es sich ja einfach. Die tun sich ja gar nicht mehr bewegen, ne? Die lassen sich Fett absaugen. Ne? Der prominente Mann lässt sich, das ist so, als wenn sie einen Sickergrub leer pumpen. Ne? Jetzt kann das gefährlich sein mit dem Fettabsaugen und das haben sie jetzt beim Kaumund auch versucht. Ne? Ja, morgen sie abbrechen, in 2 Meter Tiefe sind die auf Erdöl gestoßen, meine Damen und Herren. Ja, ne? Ja. Was meinen Sie? Was glauben Sie, was da gebacken ist, ne?
Ich meine, da küt alle Naslang, küt dann auch noch der Lothar Matthäus, der Gigolo vom Dameklo, ne? Ja, mit seinen ganz junge Wiever, ne? Der Matthäus hätte gesagt, er hätte jetzt Schwierigkeiten mit dem Standesamt München, ne? Sie haben ihm der Mengenrabatt gestrichen, ne? Ja, der Matthäus, ne? Die haben gesagt, die Frau wird ja immer jünger, ne? Die letzte wurde sogar im Taufkleidchen hier, ne? Ja, ne? Glück, dass der Matthäus keine Kölsche ist. Ne, sonst hätten die 11.000 Jungfrauen ja nicht gejobbelt bei uns. Ja. Also. Das ist ja im Ausland nicht besser. Guckt uns jetzt nach England. Die ganze abgeblasene Weiber, die wissen, wo sie hingehören. Die laufen in Ascot über der Rennbahn. Ne, dann haben die all die Parabolspiegel hier am Äpfel hängen. Ne? Ja, hören Sie uns, ob der Rennbahn laufen die englische Weiber. Ich meine, obwohl man ja wissen muss, 80% der englischen Frauen haben ja einen equitanen Hintergrund. Ne? Also die stammen vom Bett ab. Ne? Ne, deshalb will die Camilla ja auch, dass der Prinz Charles das Voltigieren lernt. Ne? Voltigieren heißt ja Besteigen des Pferdes von allen Seiten. Ne? Ja. Von diesem ganzen prominenten Gesocks, sag ich immer, ne? Die Obgedrehte könnte uns eigentlich nur die katholische Kirche noch befreien, aber die ist ja mit sich selber beschäftigt. Ne? Was meinen Sie, was die Kirche in der Gang hat? Das kriegen Sie ja nicht mit. Was die für Unkosten haben. Gucken Sie mal, die Hölle muss vergrößert werden. Ne? Ja, und wir Gläubige wissen noch gar nicht Bescheid, ne? Nehmen Sie so eine einfache Beispiel. Sitzt der Sünder jetzt da drin? Sitzt der draussen? Die Frau, ne? Ja. Ich habe mich letztens mit einer unterhalten, die kennen Sie auch aus Düsseldorf, die Frau Hochofen, ne? Die hat ja auch hier so eine komplette Hüpfbursch unter den Nachzeiger, ne? Ich sag, Frau Hochofen, ist das hier unter ein Lippenpissing, ne? Das ist schön wäre, das ist ein Ventil für die Luftpumpe, ist das, ne? Ja. Ne? Die muss alle 2 Stunden abblasen. Ne? Ja. Das sind die Vorbilder für uns Jugend. Ich meine, die Männer, die Prominenten, die machen es sich ja einfach. Die tun sich ja gar nicht mehr bewegen, ne? Die lassen sich Fett absaugen. Ne? Der prominente Mann, Leute, das ist so, als wenn sie einen Sickergrub leer pumpen. Ne? Jetzt kann das gefährlich sein mit dem Fettabsaugen und das haben sie jetzt beim Kaumund auch versucht. Ne? Ja, morgen sie abbrechen, in 2 Meter Tiefe sind die auf Erdöl gestoßen, meine Damen und Herren. Ja, ne? Ja. Was meinen Sie? Was glauben Sie, was da gebacken ist, ne? Ich meine, da küt alle Naslang, küt dann auch noch der Lothar Matthäus, der Gigolo vom Dameklo, ne? Ja, mit seinen ganz junge Wiever, ne? Der Matthäus hätte gesagt, er hätte jetzt Schwierigkeiten mit dem Standesamt München, ne? Sie haben ihm der Mengenrabatt gestrichen, ne? Ja, der Matthäus, ne? Die haben gesagt, die Frau wird ja immer jünger, ne? Die letzte wurde sogar im Taufkleidchen hier, ne? Ja, ne? Glück, dass der Matthäus keine Kölsche ist. Ne, sonst hätten die 11.000 Jungfrauen ja nicht gejobbelt bei uns. Ja. Also. Das ist ja im Ausland nicht besser. Guckt uns jetzt nach England. Die ganze abgeblasene Weiber, die wissen, wo sie hingehören. Die laufen in Ascot über der Rennbahn. Ne, dann haben die all die Parabolspiegel hier am Äpfel hängen. Ne? Ja, hören Sie uns, ob der Rennbahn laufen die englische Weiber. Ich meine, obwohl man ja wissen muss, 80% der englischen Frauen haben ja einen equitanen Hintergrund. Ne? Also die stammen vom Bett ab. Ne? Ne? Deshalb will die Camilla ja auch, dass der Prinz Charles das Voltigieren lernt. Ne? Voltigieren heißt ja Besteigen des Pferdes von allen Seiten. Ne? Ja. Von diesem ganzen prominenten Gesocks, sag ich immer, ne? Die Obgedrehte. Ach ja, mir kommen gleich die Tränen, ne? Euch 2 kann man echt nicht alleine lassen. Apropos, wo ist eigentlich Willi?
Huch, ja. Ja, der musste mal für kleine Schimpansen. Am Ende bringen, hey, der englische Hungerhawket, Victoria Beckham, ne? Hätte Kind kriegen, eine Tochter, der Frau Beckham ist ganz aufgeregt. Das Kind war ja bei der Geburt schon doppelt so schwer wie die Mutter, ne? Ja, ja, der verzählt sie. Der verzählt das doch, ne? Sie sagt, ja, sie wäre jetzt, hätte Muttergefühle. Der Frau Beckham, sie stillt jetzt selber, ne? Magermilch aus eigenem Anbau, ne? Also das, ja. Die sind all dabei, ne? Und dann die Schwenjot, dann kommen dann abends um 6 Uhr, da kommen die ganzen, wie heißen die Charity-Ladies, ne? Charity-Ladies mit der abgeblasenen Lippe, ne? War, auf der Titanic könnten die jedes Schlauchboot ersetzen, die Frauen, ne? Ja. Ich habe mich letztens mit einer unterhalten, die kennen Sie auch aus Düsseldorf, der Frau Hochofen, ne? Die hat ja auch hier so eine komplette Hüpfwurst unter den Nachzeiger, ne? Ich sag, Frau Hochofen, ist das hier unter ein Lippenpissing, ne? Das ist schön wäre, das ist ein Ventil für die Luftpumpe, ist das, ne? Ja. Ne? Die muss alle 2 Stunden abblasen, ne? Ja. Das sind die Vorbilder für uns Jugend. Ich meine, die Männer, die Prominenten, die machen es sich ja einfach. Die tun sich ja gar nicht bewegen, ne? Die lassen sich Fett absaugen. Ne? Der prominente Mann lässt sich, das ist so, als wenn sie einen Sickergrub leer pumpen, ne? Jetzt kann das gefährlich sein mit dem Fett absaugen und das haben sie jetzt beim Kaumund auch versucht, ne? Ja, morgen sie abbrechen. In 2 Meter Tiefe sind die auf Erdöl gestoßen, meine Damen und Herren. Ja, ne? Ja. Was meinen Sie? Was glauben Sie, was da gebacken ist, ne? Ich meine, da könnt alle Naslang, könnt dann auch noch der Lothar Matthäus, der Gigolo vom Dameklo, ne? Ja, mit seinen ganz jungen Viver, ne? Der Matthäus hätte gesagt, er hätte jetzt Schwierigkeiten mit dem Standesamt München, ne? Sie haben ihm den Mengenrabatt gestrichen, ne? Ja, der Matthäus, ne? Die haben gesagt, die Frau wird ja immer jünger, ne? Die letzte wurde sogar im Taufkleidchen hier, oder, ne? Ja, ne? Du glaubst, dass der Matthäus keine Kölsche ist, ne? Sonst hätten die 11.000 Jungfrauen ja nicht gejobbert bei uns, ja. Ne? Also. Das ist ja im Ausland nicht besser. Guck uns nach England, die ganze abgeblasene Welt. Ja. Hey. Aber immer allem roten Teppich. Und dann der blöde Verzell, was interessiert mich das, ob aus dem Paris Hilton seine Orangenhalt eine Apfelsinenplantage wurde ist. Ne? Ja, einfach allem roten Teppich. Und dann sind die sich da am Ende bringen, hey, der englische Hungerhawket, Victoria Beckham, ne? Hätte Kind kriegen, eine Tochter, der Frau Beckham ist ganz aufgeregt. Das Kind war ja bei der Geburt schon doppelt so schwer wie die Mutter, ne? Ja, ja, der verzählt sie. Der verzählt das doch, ne? Sie sagt, ja, sie wäre jetzt, hätte Muttergefühle. Der Frau Beckham, sie stillt jetzt selber, ne? Magermilch aus eigenem Anbau, ne? Also das, ja. Die sind all dabei, ne? Und dann die Schwenjot, dann kommen dann abends um 6 Uhr, da kommen die ganzen, wie heißen die Charity-Ladies, ne? Charity-Ladies mit der abgeblasenen Lippe, ne? War, auf der Titanic könnten die jedes Schlauchboot ersetzen, die Frauen, ne? Ja. Ich habe mich letztens mit einer unterhalten, die kennen Sie auch aus Düsseldorf, der Frau Hochofen, ne? Die hat ja auch hier so eine komplette Hüpfwurst unter den Nachzeiger, ne? Ich sag, Frau Hochofen, ist das hier unter ein Lippenpissing, ne? Das ist schön wäre, das ist ein Ventil für die Luftpumpe, ist das, ne? Ja. Ne? Die muss alle 2 Stunden abblasen. Ne? Ja.
Das sind die Vorbilder für uns Jugend. Ich meine, die Männer, die Prominenten, die machen es sich ja einfach. Die tun sich ja nicht mehr bewegen, ne? Die lassen sich Fett absaugen. Ne? Der prominente Mann lässt sich, das ist so, als wenn sie einen Sickergrub leer pumpen. Ne? Jetzt kann das gefährlich sein mit dem Fettabsaugen und das haben sie jetzt beim Kaumund auch versucht. Ne? Ja, morgen sie abbrechen, in 2 Meter Tiefe sind die auf Erdöl gestoßen, meine Damen und Herren. Ja, ne? Ja. Was weinen Sie? Was glauben Sie, was da gebacken ist, ne? Ich meine, da könnt alle Naslang, könnt dann auch noch der Lothar Matthäus, der Gigolo vom Damenklo, ne? Ja, mit seinen ganz jungen Wiever, ne? Der Matthäus hätte gesagt, er hätte jetzt Schwierigkeiten mit dem Standesamt München, ne? Sie haben ihm den Mengenrabatt gestrichen, ne? Ja, der Matthäus, ne? Die haben gesagt, die Frau wird ja immer jünger, ne? Die letzte wurde sogar im Taufkleidchen hier, ne? Ja, ne? Du glaubst, dass der Matthäus, der fliegende Wildpinkler, sag ich immer, ne? Der hat ja in eine Maschine reingemacht, ne? Ich jöf dem da offensichtlich doch vor Gelust hier, ne? Ja, wer Waldbrände, der dich der als Wassersack abschmießen, der Kerl. Ne? Und alles ist prominent und die wollen alle auf der Bildschirm. Jetzt war ganz Deutschland in Aufregung, das Traumpaar ist hier Platz. Ne? Hier der kleine Blasfrosch, der Stefan Rotze, ne? Und wie heißt dem sing Jodeldiplom dort? Stefanie Hertel, ne? Aufgestellt, ne? Der Löw, sag ich, ja. Und das Schöne ist, die Herren können bis zu 14 Tage verlängern, ne? Ja. Ansonsten hast du doch nur noch neue Gesetze. Ein Gesetz nach dem anderen. Ich brauche mittlerweile schon einen Durchsuchungsbeschluss, wenn ich um Adventskalender und Tür aufmachen will. Ne? Das ist unser Gesetz, meine Damen und Herren. Das geht alles he, ne? Alles he. Stadt Köln ist pleite, 3 Milliarden Schulden. Der Oberbürgermeister Roth, das könnte auch problemlos Staatspräsident von Griechenland werden. Ne? Ja. Kein Problem, ne? Und die lassen wieder Geld laufen, ne? Wir haben in Köln keinen Pfennig Geld, um einen Brunnen laufen zu lassen. Haben die Geld für das Wasser? Der Chef der Kölner Stadtwerke verdient etwa 750.000 Euro im Jahr. Ja, da versetze ich Ihnen die Sahara unter Wasser, meine Damen und Herren. Hey. Ja. Hey, jetzt habe ich heute gelesen, die Stadt Köln hätte noch nicht ins Geld, die kapituliert vor der Taubenplage, die Stadt Köln. Vor der Taubenplage. Mit anderen Worten, wir werden jetzt auch noch vom Buffen bedrissen. Ne? Ja. Das ist es so, aber das ist nicht nur in Köln, auch die Bundespolitik, die nimmt ja jetzt ganz andere Richtungen ein. Ne? Die Grünen kommen ja, ich bin jetzt gespannt, was das, wie heißt das Dicke von den Grünen? Claudia Roth, ne, hey, das Playmate aus dem Mondkalender, ne, ja. Ne. Frau Roth ist ja gegen alles. Die hat sogar einen chronischen Genickschaden von Luther-Näsachen. Ne? Ja, die Frau Roth ist sogar gegen das Zölibat. Die Frau Roth, gegen Zölibat. Meine Herren, lassen wir doch uns ehrlich sein, beim Anblick der Frau Roth